Ich reise mit dir auf einen grossen Bazar in Marokko. Da findet man Schmuck, Kleider, handgeknüpfte Teppiche, aber auch Unmenge von Esswaren, Schlangenbeschwörer, Händler, Käufer, Betrüger und vieles mehr. Auf dem grossen Bazar hat ein Mann für einen guten Preis eine grosse Menge Getreide ausgehandelt. Glücklich und stolz über das gute Geschäft läuft er sofort mit seinem Getreide heim zu seiner Frau. Daheim angekommen, ruft er seiner Liebsten: Frau, ich habe viel Getreide gekauft. Mach dich gerade an die Arbeit, um das Getreide zu mahlen. Aber mein Liebste, das ist doch keine Arbeit für eine Frau. Bring du das Getreide morgen zum Müller. Was sagst du da? Du hast mir zu gehorchen. Mach, was ich dir sage. Doch die Frau verschränkt ihre Arme und weigert sich, die Arbeit auszuführen. Hässig läuft ihr Ehemann zum Richter im Dorf, zum Kadi. Dort hat er sich über seine ungehorsame Frau beschwert. Der Kadi hat ihm geduldig und zustimmend zugelassen. Mein lieber Sohn, schick deine Frau zu mir. Ich will mit ihr ein Ernsthaftswörtli reden und sie an ihre Verpflichtungen erinnern. Der Mann hat sich auf das aber zufrieden vor dem Kadi verneigt und verabschiedet und ist wieder heimgegangen zu seiner Frau. Daheim angekommen, schickt er seine Frau zum Kadi. Als sich die Frau auf den Weg gemacht hat zum Kadi, ist es schon langsam Abend gsi. Beim Kadi angekommen, haltet er ihr eine Moralpredigt. Was sie müsse, soll und was sich gehöre. Und das soll sie ohne Widerrede machen. Du als Ehefrau hast deinem Ehemann zu gehorchen und musst das machen, was er von dir verlangt. Also, wenn er sagt, dass du das Getreide mahlen sollst, tust es mahlen. Wenn er es nämlich zum Müller bringt, wird er die Hälfte stellen und dein Mann hat kein gutes Geschäft mehr gemacht. Gang heim und gang deine Verpflichtungen an. Die Frau hat sich langsam und elegant gedreht. Und während sie sich aber dreht, hat sie absichtlich geschaut, dass sich ihr Schleier löst, so dass der Kadi für einen kurzen Moment ihr wunderschönes Gesicht sieht. Schnell deckt sie es wieder mit ihrem Schleier zu und tut es so, als wäre es ein Missgeschick gewesen. Der Kadi aber war so von ihrer Schönheit entzückt gewesen, dass er sofort aufgestanden ist und zu ihr läuft. Bei dieser Schönheit angekommen, flüstert er ihre leisig mit einer anzüglichen Stimme ganz nahe: Kann ich dir morgen einen Besuch abstatten? Sie gibt ihm ebenfalls leisig einen Ort und eine Zeit bekannt, wo es günstig wäre für einen Besuch bei ihr daheim. Auf das aber verlässt sie den Raum und macht sich wieder auf den Heimweg. Am nächsten Tag erscheint der Kadi pünktlich bei ihr daheim auf die Zeit, die sie ihm vorgeschlagen hat. Er klopft an die Tür und sie macht ihm auf und lässt ihn rein. Aber kaum ist er abgesessen, klopft es wieder an die Tür. Oh je, das wird mein Mann sein, der wohl etwas vergessen hat. Sie tut so, als würde sie das überraschen. Schnell, versteckt euch dahinten beim Getreide und an das Getreide mahlen. Dann kann ich meinem Mann sagen, dass es die Nachbarin sei, die gekommen sei, um mir zu helfen, das Getreide zu mahlen. Und sobald er weg ist, rufe ich euch wieder führen. Im Kadi hat das nicht gepasst. Aber es ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als das zu machen, was die Frau ihm vorgeschlagen hat. Denn ihr Ehemann hat ihn unmöglich sehen. Und so ist der Kadi hintergegangen und hat den Mühlstein angefangen zu drehen. Die Frau hat auf das aber sofort die Türen aufgemacht und ihren Mann hineingelassen. Sie hat aber nicht etwa geschaut, dass ihr Mann möglichst schnell wieder aus dem Haus kommt. Nein, im Gegenteil. Sie hat alles probiert und gemacht, um ihn möglichst lang im Haus zu behalten. So sind Stunden vergangen
Und der Kadi hat in dieser ganzen Zeit unermüdlich den Mahlstein gedreht und gedreht und gedreht. Erst am späteren Nachmittag hat ihr Mann das Haus wieder verlassen. Inzwischen hat der Kadi das ganze Getreide gemahlen. Die Frau geht strahlend zum Kadi. «O ehrwürdiger Kadi, ihr könnt jetzt wieder vorkommen. Mein Mann hat jetzt endlich das Haus verlassen.» Doch dem hat die Arme, der Rücken, ja der ganze Körper wehgetan. Der hat nur noch eins wollen. Einfach fort von dort und heim. Ein paar Tage später kommt der Mann wieder heim und hat wieder Getreide gekauft und befiehlt seiner Frau wieder, dass sie das Getreide mahlen soll. Doch die weigert sich wie das letzte Mal. Der Mann läuft wieder voller Entsetzen zum Kadi, aber das Mal nimmt er seine Frau grad mit. Dort, vor dem Kadi, beschwert sich der Ehemann wieder über seine Frau. Aber bevor ihr Mann fertig reden konnte, hat sie ihm das Wort abgeschnitten und ist vor dem Kadi auf die Knie gefallen. Mit einer warmherzigen und unschuldigen Stimme sagt sie ihm Richter: «O Kadi, Sonne von der Gerechtigkeit, wo ihr allen Männern an Weisheit, Schlauheit und Lebenserfahrung übertrefft und ihr darum besser wisset als alle anderen, wie mühsam das Mahlen von Getreiden ist und wie viel Kraft das braucht, so dass es keine Arbeit ist für eine Frau. Ich bitte euch, ehrwürdige Kadi, sagt in meinem Mann, dass das Getreide der Müller mahlen soll.» Der Kadi, wo noch immer unter einer Schmerzen gelitten hat vom Mahlen bei ihr daheim, sagt nach einer kurzen Pause auf das aber den beiden: «Frau, in diesem Punkt hast du recht.» Und nach diesen Worten hat ein hässiger Ehemann und eine zufriedene Ehefrau den Raum vom Richter verlassen.